Merci, Madame Präsidentin. Von unserem Merci und Kollegen Roger Negri und André Bauler für Ihr Rapport, das ein gutes Dokument ist. Wenn ich schon mal alles rumfand, was zu dieser Diskussion passt, statistisches, Analysen, Kostenpunkte über all die einzelnen Maßnahmen und so weiter, und dafür meine ich mir Merci und Sie an alle, die geholfen haben, für das Dokument zusammenzustellen. Das Problem vom Schulmarkt steht heute in Lützeburg, löst aber sicher immer mehr groß. Lützeburg hat dabei ein doppelter Paradox. Den ersten Paradox, den wir haben, dass wir in einer Reihe von Jahren praktisch kein wirtschaftliche Wachstum haben, aber parallel dazu, an der Moyenne, all Jahre kann ich so die 5000 neue Netto-Arbeitsplätze schaffen. Ein zweiter Paradox ist, dass wir all Jahre so viele tausend neue Arbeitsplätze schaffen, und aber gleichzeitig geht es von den Leuten, die keine Arbeit fanden, Europa. Wir sind halt bei über 21.000 Leuten gekommen, wenn wir die Leute mal beirechnen, die an den Beschäftigungsinitiativen sind. Die Ursachen sind sicherlich vielfältig, für was die Entwicklung heute in Lützeburg so ist. Aus Zeitgründen will ich just auf pur von denen Überlegungen angehen. Über die verschiedenen Beschäftigungsmaßnahmen, die mehr als ADR an der Vergangenheit alle gemacht gestimmt haben, kann ich, wie gesagt, aus Zeitgründen nicht angehen. Ich will aber so, dass wir mit den Konklusionen, wenn sie am Rapport sind, uns können abverstanden fällen, just mit Ausnahmen von mir als eine Reserve melden, das mit der Ausschaffung von der Priorität-Solidarität, wonach kein weiß, als Vater in Wirklichkeit dann nur soll ersetzt. Mit den anderen Konklusionen können wir aber abverstanden sein. Ein von den wichtigen Punkten, aus denen den Kollegen Loschatter gerade durchgeschnitten hat, das ist ein Schulsystem. Den heutigen Schulmarkt ist von allem darauf zurückzuführen, dass diejenigen, die Arbeitssicher nicht die Bagage mitzuspringen, die in eurem Arbeitsmarkt gefroht ist. Den direkten Lehrer, man Nivellement vers le bas, den an der Schule betrieben wird, als evident. Es fällt zwar geschwuckt als Lützeburg durch, aber viel von ihnen fanden aber kein Arbeit. Daher hat die Reform vom Enseignement fondamental, als zum Teil auch die von der Formation professionell nicht mitgeteilt, weil sie einem Demontage vom Lützeburger Schulsystem entspricht. Es ist fundamental, dass an der Formation professionell auf den dualen Ausbildungssystem gesagt wird. Deutschland und Österreich gehen seit Jahren auf die Weg am Resultat, dass der Jugendschulmarkt bedeutend mehr niedrig an diesen zwei EU-Staaten ist. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Reform von der ADAM, die wir ganz Tag schon herbei diskutiert haben. Für dass eine Verwaltung gut funktionieren, muss auch die Führung von einer Verwaltung gut sein. Dass wir binnen kurzer Zeit 3 verschiedene Direktoren haben, als sicherlich nicht zu einer positiven Entwicklung von der ADAM Voraussetzung gewirkt. Wir müssen aber sagen, bei aller Kritik, die an der ADAM immer gesagt wird, dann aber auch positiv echoen von den Leuten kriegen, die mit der ADAM zu dienen. Gibt das nach vieles nicht an der Reihe ist, aber das aber auch an den letzten Monaten kann mal positiv echoen aus der ADAM hören. Die ADAM muss von allen die Leute zur Verfügung gestellt kriegen, diese brauchen. Plasseuren, wie man sie früher immer genannt hat. Am Heim wollen wir darauf reagieren, dass die Plasseuren müssen, unserer Meinung nach, wie das auch schon der Fall ist, für allem aus den unterschiedlichen Sektoren an den ADAM detachiert gehen, weil die eben die nötige praktische Erfahrung aus den Sektoren mitbringen, und dann die meisten wissen, was ein Besoin für die Sektoren sind, und dass auch die Sektoren an der ADAM einen Aussprechpartner haben, den sie können befragen. Es muss auch eine andere Mentalität kommen. Es sind Betriebe, die Klienten eigentlich von der ADAM sind. Demandeurs d'emploi, die melden sich freiwillig bei der ADAM, und die ADAM muss Plätze für sie finden. Also sind es Betriebe, die ein Klient von der ADAM müssen sehen, und dafür muss auch die Vision, dass die ADAM sich muss mehr konzentrieren auf Besoin von den Betrieben orientieren, was an der letzten Zeit noch nie so richtig der Fall war.
Es muss ja noch wissen, wenn man so aus den einzelnen Sektoren, dann ist das für uns nicht nur der Privatsektor, mit das auch zum Beispiel ein Sektor wie Armee oder Police, wo auch müssten Leute aus dem Sektor bei der Adam detachiert sind, für dort zu gucken, was für ein Leute das die Konditionen erfüllen, für an die Branche schaffen zu gehen, weil auch dort Leute Gesicht gehen. Wir stellen auch fest, wenn in der Rapport liest, dass eine Reihe von Betrieben sich schon allem, die am Rapport abgefordert sind, gehen, eine Reihe von Betrieben wirklich das als eine von den größten Problemen durchstellen, dass sie nicht bis so die richtigen Ansprechpartner an der Adam gefunden. Ein weiterer Punkt, Herr Präsident, das sind Beschäftigungsinitiativen. Wir als ADR 2006 schon ein Bande vertieft gefordert, dass es Beschäftigungsinitiativen in der Form ablesen. Wir haben von da an plädiert, dass es beim Minister oder an der Adam ein Service gründen, den Leute beschäftigen und gucken, mit dem Ziel, für all die Leute an den ersten Arbeitsmarkt ranzukriegen. Betriebe müssen selbstverständlich auch finanziell hier interessante Konditionen gestaltet kriegen, für dass sie Demandeur d'Emploi erstellen. Da der aus der Meinung dazu Personen muss prinzipiell hoch sein, an einer Zeit von 2 Jahren degressiv aufgerufen. Dafür muss aber die Obligation bestehen, dass die betroffenen Leute auch angestellt geben. Wir haben ja schon eine Reihe von Maßnahmen, den CIE, den CIA, werden an so eine Richtung gehen, wir sind der Meinung, dass in die Gesetze soll punktuell adaptieren, wir können mehr Leute an Betriebe ranzukriegen, für mehr attraktiv zu machen, dass Leute die Betriebe kriegen. An all die Sachen, die wir an Beschäftigungsinitiativen stürchen, wenn wir davon ein Duell erhöhen, aber wir lassen die Betriebe durch mehr Subventionen zu kommen, da sind auch Betriebe mehr bereit, für die Leute bei sich anzustellen. Selbstverständlich darf kein Abus gehen, dafür muss es mit dem Ziel, dass die Erstellung ernutzen, muss verbunden gehen. Also als Ziel muss bleiben, Leute an den ersten Arbeitsmarkt heranzugehen. Es bleiben selbstverständlich dann noch einmal Leute, die man nicht an den ersten Arbeitsmarkt heranzukriegen. Und die sollen dann eben über Konventionen direkt bei Gemengen detachiert gehen, wo uns dann an funktionellen technischen Services von den Gemengen integriert gehen, wo uns dann Disziplin lehren, wie es umgeht, man schafft, wie das abhält, wo uns auch mit Leuten, die ein Arbeit können, mit denen schaffen, auf wo sie etwas gelehrt gehen, das gibt dann mitbringen. Und wenn wir nur gucken, was eben Lohn oder Ablesung geschieht als vom OPE, dann als am Anfang das schon ein bisschen das System, den sich entwickelt, weil der Arbeitsminister ja wahrscheinlich für die einzelnen Siegel mit den einzelnen Gemengen Konventionen. Es geht also nur dem der Crash kommt, jeder da löser an die Richtung, zwar noch nicht ganz mehr an die Richtung, für die wir schon sind 2006 am Parlament plädieren. Das ist eine Meinung nicht richtig, dass die Gewerkschaften wollten sicherlich verdammt sich gut. Mit sicherlich nicht richtig, dass Gewerkschaften beim angefangen haben, selber Patron an Entreprisen abbauen. Gewerkschaften sollen das machen, was sie können, dass das Salariat vertreten, und Betriebe sollen das machen, was sie können, dass das Betrieb feiern, an den Betrieb organisieren. Das ist natürlich darauf Zweck zu feiern, und da muss man auch die politische Responsabilität kommen, dass das einfach gefallen wäre, was die verschiedenen Parteien ihre Gewerkschaften gemäht haben, dann dürfen sie doch lange Zeit politisch keine Konsequenzen gezogen, weil das so genannt an der bekannten Kameradenrepublik geschieht, als wo eben die einzelnen Minister ihren Gewerkschaften nicht wollten zu notdrohen. Und dafür muss ich sagen, dass der Minister Schmidt eine couragierte Decision zuholt, weil gerade der Gewerkschaft hier Initiative, die Sängerpartei am Anfang mehr nachsteht, das war aber so, Schule, ich kann doch nicht so ganz nachstehen. Es war schon fein, dass hier am Anfang ein Exempel statuiert wird, was nicht kann so von seinen Viergängern, dem Herr Bildchen und dem Herr Juncker, die ja eine Woche lang die dort Entwicklungen sind und kommen, und sie gemerkt tun, aber nicht dort dagegen gemäht tun. Da will ich auch darauf zurückfeiern, auf die Konkurrenz deloyal, die Beschäftigungsinitiativen teilweise im Privatsektor machen. Ein letzter Punkt, den ich noch sehr will kurz annehmen, das ist freiwillig, denn ich den halt noch nicht geschwärzt. Wir haben ein Gesetz für das Regel, da muss man einen Blick feiert Service an dem Bereich, das Service volontaire de Kooperation, das Service volontaire civique, das Service volontaire européen, das Service volontaire d'orientation. Hier haben an dem Center 2007, das besteht,
hun 3000 Jugendliche eng Demand gemet wir können an die freiwilligen Dienste daran schaffen zu. Gibt uns do net viel verdenken, wir hatten immer für 1200 von denen Leute eng Platz. Also auch do kann ich davor machen, weil viele Jugendliche, die in einer Arbeitssicher und Giffe gern, so eine Zwischenetappe alle eben do an einen freiwilligen Dienst können eben Erfahrungen zu sammeln, ihrens dann an die richtige Berufswelt rangehen. Dann müsst aber nach einem anderen Punkt kommen, das als Kontrolle, die müsst von der ITM gemäht gehen, wie systematisch was die deloyale Konkurrenz als ob den ausländischen Betrieben, die in Lützeburg schaffen, und die ganze Taxe Leute nicht so bezahlen, wie das laut unserer Arbeits- und Sozialgesetzgebung nicht der Fall sind, und da dann eine deloyale Konkurrenz vis-à-vis von unseren Betrieben machen. Das ist aber auch unsere Meinung noch wichtig, dass wir am europäischen Niveau, dass wir auch mit unserem Chômage mehr aktiv gehen, und dass wir am europäischen Niveau gucken, dass wir endlich mal soziale Mindestnormen kriegen. Weil wenn wir keine sozialen Mindestnormen kriegen, das gerade ein Land wie Lützeburg, das relativ hohen sozialen Niveau hat, steht mehr unter Druck wie andere Länder, dass die Betriebe fortziehen, an der Billiglohnländer gehen, und dürfen wir ein Interesse für auf europäischem Niveau soziale Mindestnormen zu kriegen, für dass dem Dumping sozial nicht mehr dürfen ändern. Und dann zum Schluss nach einem Mentalitätswechsel, die Menge Meinung noch auch als Lützeburg muss kommen. Wir hatten für Jahre an der Stahlindustrie 30.000 Leute zum Beispiel beschäftigt. Von denen 30.000 waren mindestens 15.000 Leute, die unqualifiziert waren. Die aber alle an der Stahlindustrie, an der Industrie einen Platz fanden. Und dort sind noch viel andere Betriebe gehen, die unqualifiziert Leute beschäftigt sind. Wir haben an der Industrie all die unqualifizierten Arbeitsplätze haben wir nicht mehr. Aber andere Bereiche, wo nach Leute, die unqualifiziert sind, gebraucht gehen, mit da gehen, und das ist dann für die so eine Mentalitätswechsel, als Leute an der Regel nicht hin. Ich meine, der Kollege Spittel aus der Time, wenn ihr nicht so, wie viele Leute eng Demand gemäht hat, wie die Stadt Lützeburg, meine ich 30 oder 35 Plätze ausgestattet, ich meine, wie viel? 2600, also wäre bereit, wie ich auf Stadt Lützeburg schaffen zu. Das muss man ehrlich sehen. Die Lützeburger wissen, wo die gut Plätze sind, und dürfen wollen so alle dahin gehen. Wir können aber nicht weiterführen, dass wir so, für die Lützeburger kann ich nicht mehr an den Handwerk gehen, kann ich auf Lützeburger nicht mehr an Toreska gehen, und dafür muss also ein Mentalitätswechsel an unserer Gesellschaft kommen, dass wir uns nicht dürfen zu schützen, für auch an die Sektoren schaffen zu gehen. Und muss natürlich auch ein Mentalitätswechsel bei den Betrieben kommen, dass das soziale Umfeld besser stimmt an denen Bereiche, für das die Leute auch da können, besser schaffen. Das wären die pure Überlegungen, Madame Präsidentin, die ich mit an Diskussion herabbringe von unserer Seite. Merci, dass ich ein paar Minuten überzeuge. Ich wollte noch Schluss zur Motion sagen. Wir haben die Motion nicht in der Schrift. Wir sind mit der Considerant, wie viel gesagt, alle d'accord. Wir wollen mehr aber für die Top-Lesung von der Beschäftigungsinitiative sehen und zum Schluss von der Motion die Regierung invitiert wird, Konklusionen vom Rapport umzusetzen, und an denen Konklusionen vom Rapport sind Beschäftigungsinitiativen aber weiter gefordert, dürfen wir die Motion nicht unterschreiben, aber werden das dürfen dabei enthalten, so nicht merci. Ich sage dem Herrn Gilbert auch merci, und ich gehe als nächsten Redner, dem Honorablen Herr Henkes.